Ja, hallo, schön, dass Sie mir wieder folgen. Heute möchte ich Ihnen gerne berichten, wie es zu Hahnentorburg in Köln kam, beziehungsweise zu dessen Namen. Die Hahnentorburg selber, die Sie da im Hintergrund sehen, ist eine von 12 Torburgen des 8 Kilometer langen inneren Stadtrings aus dem Mittelalter, im Jahre 1150. Das Tor selber ist ein Doppelturmtor und wurde 1264 das erste Mal geschichtlich erwähnt. Es ist ähnlich wie das Eigelsteintor, das noch heute steht, und das abgerissene Gerionstor in der Südstadt aufgebaut, sprich als Doppeltor. Das Tor liegt nun mal an der Aachener Straße, wie Sie hier gerade mitbekommen, nur dass es damals nicht so viel Verkehr gab. Allerdings ist dieses Tor, also die Hahnentorburg, vor der ich mich befinde am Rudolfsplatz, auch noch etwas gewesen, was mit den Königen von Deutschland zu tun hat. Und das erkläre ich Ihnen mal jetzt. Und zwar, all die, die sich in Aachen zum König haben krönen lassen, mussten der Zeremonie folgend von Aachen aus durch dieses Tor die Stadt betreten. Deswegen Aachener Straße. Gut, das haben wir jetzt schon mal kapiert. Was haben die Könige dann gemacht? Dann mussten die in den Dom und auf die Gebeine der Heiligen Drei Könige noch irgendeinen Eid, Schwur oder Gebet ablegen. Je nachdem, das war ihnen frei überlassen. Die Kölner Stadtmauer in ihren Grundfesten hatte Bestand bis 1881, bis die Preußen kamen. Ne? Aber da bin ich noch nicht. Ich fange jetzt erstmal bei den Franzosen an und wie es überhaupt zu dem Namen von diesem Tor kam. Franzosen hatten es ja immer gerne mit Nummern. Also klassisches Beispiel, Haus von 4711. Ja, aber so einem Tor konnten die ja keine Nummer geben. Ne? Das war ja nichts. Das ging ja nicht. Ja, also haben sie sich überlegt, was machen wir. Ne? Ja, und ähnlich im Jottesurteil sind sie dann dahin gegangen und haben gesagt, okay, wir haben hier ein Hühnchen. Und das Hühnchen haben sie dann dahingestellt. Auch da hatten sie ein Schwein. Das Schwein haben sie auch dahingestellt. So, und dann haben sie gesagt, das Tier von den beiden, das durch das Tor geht, dessen Namen soll es tragen. Und jetzt raten Sie mal, welches Tier es hier als erstes durchs Tor geschafft hat. Zu Preußenzeiten, jetzt sind wir bei den Preußen, ich sage ja immer die Preußen, da wo die sind, ist nichts Gutes. Mit den Franzosen war es ähnlich. Ja, die Römer, die haben wir auch geschafft. Aber da sind wir ja nicht. Also zur Preußenzeit gehörte dieses Tor mit der kompletten Festungsmauer des inneren Verteidigungsgürtels zu einem Festungsrevier. Weil das ist eine Festungsrevier, können Sie googeln. Sage ich jetzt nicht, weiß ich nicht auswendig. Ist ein Teil von einer Befestigungsanlage, sagen wir mal so. Ne? Also, ne? So. Davor weites Land und wenn der Feind kommt, kannst du ihn erschießen. So in der Art. Müssen Sie sich das vorstellen. Ne? So sieht das jetzt also von hinten aus. Ne? So, und als die Preußen dann irgendwann in den Sack gekniffen wurden und alles schleifen mussten, was hier war, ne? Sprich also nach dem Ersten Weltkrieg, ne? Ist dieses Tor, also nee, das Schleifen fing an aus ihnen vom Gerionstor, was ich vorhin erwähnt habe. Und dann kamen sie irgendwann an dieses hier an und da sagten die Kölschen, nee, das geht nicht. Das können wir nicht machen, das muss bleiben. Gehört zur Geschichte der Stadt, weil ist schon sau alt. Ne? Ja, jetzt hatten die Preußen aber schon angefangen. Und, was nun? Dann trat er hier in Kraft, der da hinter mir. Ne? Können wir lesen, Stadtbaumeister Stüben. Erbauer der Neustadt 1881 bis 98. Und da oben sehen Sie das auch nochmal. Erneuert 1888. Deswegen wissen Sie jetzt auch, ich erzähle Ihnen hier keinen Schmuck. Nachdem die Preußen dann sozusagen angefangen hatten, das Ding abzuwracken, ne, ist der Stüben hingegangen und hat gesagt, ne, ich baue das da wieder auf, ne, so wie es war. Und ja, das sehen wir ja heute. Ne. Ja, bei heute, was ist mit heute? Wozu wird das Tor genutzt? Ja, zum einen für Touristen, um durchzugehen, um es zu fotografieren, um andere Leute dumm zu fragen, warum heißt das Ding Hahnentorburg? Oder wie die Franzosen damals gesagt haben, Porte du Coq. Ja, es wird heutzutage noch genutzt als Stammsitz der Ehrenjahre Köln. Kölner Karneval, sind wir wieder dabei.
bei Alav und Hellau, ne, Hellau sagen wir ja nicht, ne? Also lassen wir das mal weg. Also bei Alav sind wir auf jeden Fall. Und die Ehrengarde, die ja, tagt hier sozusagen drin. Und hat ähnlich wie die Blauen Funken in der Südstadt somit ihr Domizil hier gefunden. So, jetzt wissen Sie wieder ein bisschen mehr über Köln. Heute über die Hahnentorburg. Ich hoffe, Sie hatten Ihren Spaß dabei und ja, lehnen Sie sich wieder schlafen.